Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute das Märchen Hans im Glück. Das Märchen haben die Gebrüder Grimm aufgeschrieben und die Michel Lemieux hat die Bilder dazu gezeichnet. Der Hans im Glück hat 7 Jahre bei seinem Herr gearbeitet. Da hat er zu ihm gesagt: Herr, meine Zeit ist um. Jetzt will ich gern wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir bitte meinen Lohn. Der Herr hat ihm geantwortet: Du hast mir treu und ehrlich gedient. So gut, wie du geschafft hast, so gut soll auch dein Lohn sein. Und so hat er ihm ein Stück Gold gegeben. Das war so gross wie am Hans sein Kopf. Der Hans hat sein Tüchli aus der Tasche genommen, den Klumpen Gold reingelegt, ihn auf die Schulter genommen und sich auf den Weg heimgemacht. Wo er so gelaufen ist ein Ritter, gut gelaunt, mit seinem Ross vorbeigelaufen. Ach, hat der Hans ganz laut gesagt, Reiten ist doch etwas Schönes. Da sitzt man ja wie auf einem Stuhl, merkt keinen Stein auf dem Weg, spart sich die Schuhe und kommt weiter, ohne viel zu machen. Der Reiter hat angehalten und gerufen: Hey, Hans, warum laufst du zu Fuss? Ich muss halt, hat der Hans geantwortet. Ich muss den Klumpen heimtragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade heben und dann drückt es mir noch in den Schultern. Weisst du was, sagt der Ritter. Wir tauschen. Ich gebe dir mein Ross und du gibst mir die Klumpen. Von Herzen gern, hat der Hans entgegnet, aber ich sag dir, der ist der schwer. Der Ritter ist vom Ross runtergekommen, hat das Gold genommen und hat am Hans drauf geholfen. Hat ihm zügelfest in die Hände gedrückt und gesagt: Wenn es schnell laufen soll, musst du nur mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen. Der Hans war so froh, wo er auf dem Ross gesessen ist und so wunderbar frei geritten ist. Nach einer Weile ist ihm der in den Sinn gekommen, dass er noch schneller reiten könnte. Also hat er mit seiner Zunge geschnalzt und hopp hopp gerufen. Da hat das Ross einen starken Trab verlaufen und der Hans hat gar nicht schauen, schon ist er im Graben gelandet. Das Ross wäre sicher durchgegangen, wäre es nicht von einem Bauer wieder geworden, der auf dem Weg war und eine Kuh vor sich getrieben hat. Der Hans ist wieder aufgestanden und ist gar nicht mehr gut gelaunt gewesen. Das ist ein schlechter Gespass mit so einem Ross. Ich hocke auf kein Ross mehr. Da finde ich deine Kuh schon viel besser. Da kann man ganz gemütlich hinten nachlaufen und man hätte noch Milch, Anken und Käse. Jeden Tag. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Ja, sagt der Bauer, wenn ich dir so einen Gefallen machen kann, dann tausche ich mit dir gern meine Kuh mit deinem Ross. Der Hans hat freudig ja gesagt, der Bauer ist aufs Ross gehockt und ist schnell weggeritten. Der Hans hat seine Kuh ganz ruhig vor sich hingetrieben und an den glücklichen Handel gedacht. Ich habe sicher noch ein Stück Brot irgendwo und kann dann immer wieder Anken und Käse zu essen. Wenn ich Durst habe, dann melke ich einfach meine Kuh und trinke Milch. Was will einer noch mehr? Wo er zu einem Wirtshaus kam, hat er Halt gemacht, hat vor lauter Freude alles, was er noch bei sich hatte, aufgegessen, bis zum letzten Brosmen alles weg. Und mit seinem letzten Batzeli hat er sich ein halbes Glas Bierla einschenken. Dann hat er seine Kuh weiter heimgetrieben. Die Hitze ist immer drückender geworden, je näher der Mittag gekommen ist. Am Hans ist es jetzt ganz heiß geworden. Die Zunge ist ihm vor lauter Hitze am Gaumen geklebt.
Ich muss etwas trinken, hat der Hans gedacht. Jetzt will ich meine Kuh melken und Milch trinken. Er hat die Kuh an einen Baum gebunden und weil er keinen Kessel hatte, hat er seinen Lederhut darunter gelegt. Aber egal, wie fest Mühe er sich gegeben hat, es ist kein Tropfen Milch rausgekommen. Und weil er sich ein bisschen untappend dabei angestellt hat, hat ihm die Kuh einen Tritt an den Kopf gegeben. Zum Glück ist gerade ein Metzger vorbeigekommen, der auf einer Garette eine junge Sau hatte. «Was ist denn hier passiert?» hat der Metzger gerufen und hat dem Hans geholfen. Der Hans hat ihm erzählt, was passiert ist. Der Metzger hat ihm seine Flasche gegeben und gesagt, «Da, trink eines und erhol dich. Die Kuh wird wahrscheinlich keine Milch geben. Das ist ein altes Tier. Das ist nur noch zum Ziehen oder zum Schlachten gut.» «Hei, hei, 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 hei», hat der Hans gesagt. «Wer hätte das gedacht? Das ist sicher gut, wenn man so ein Tier im Haus schlachten kann. Das gibt sicher feines Fleisch. Aber ich habe Kuhfleisch nicht wirklich gern. Ja, aber wenn ich so eine Sau hätte, die schmeckt sicher anders und dann kann man noch Würste machen.» «Los einisch, Hans», hat der Metzger gesagt, «dir zulieb will ich tauschen und dir meine Sau gegen deine Kuh geben.» «Vergelt's Gott, lieber Freund», hat der Hans gesagt, hat ihm seine Kuh gegeben und hat den Strick vom Sauli in die Hand genommen. Der Hans ist weitergelaufen, wie ihm doch seine Wünsche immer in Erfüllung gegangen sind. Immer, wenn ihm etwas nicht gepasst hat, hat sich alles schnell geändert. Nachher ist ein junger Mann zu ihm gekommen. Der hat eine schöne weisse Gans unter dem Arm getragen. Sie haben aneinander gegrüßt und der Hans hat angefangen, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer einen guten Tausch gemacht hat. Der junge Mann hat ihm dann erzählt, dass er die Gans zu einem Taufessen bringen müsse. «Heb einisch», hat der junge Mann am Hans gesagt und hat sie am Hans in die Hand gedrückt. «Gell, die ist schwer. Die ist auch gut gefüttert worden und wird die Leute auch satt machen.» «Ja», hat der Hans gesagt und hat sie mit seinen Händen gewogen. Die hat wirklich gerade ein bisschen Gewicht, aber ein Sau ist auch nicht schlecht. Unterdessen hat der junge Mann umeinander geschaut und hat mit dem Kopf geschüttelt. «Los», hat er angefangen, «mit dieser Sau stimmt, glaube ich, etwas nicht. In dem Dorf, wo ich gerade durchgelaufen bin, ist am Landamann eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich glaube, du hast es da, am Seili. Sie haben die Leute geschickt, um es wieder zu finden. Es könnte dann schlimm ausgehen, wenn sie dich mit dem Sauli sehen.» Der Hans hat gerade Angst bekommen. «Jesus auch», hat er gesagt, «hilf mir doch aus meiner Not. Du weisst in dieser Sache besser Bescheid. Nimm meine Sau und lass mir doch deine Gans da.» «Gefährlich ist es ja schon», hat der junge Mann geantwortet. «Aber ich will doch nicht daran schuld sein, dass dir ein Unglück passiert.» Er hat also das Seil in die Hand genommen und hat zu schnell auf einem Wägli weggetrieben. Der gute Hans aber ist weitergegangen, ohne Sorgen, mit seiner Gans unter dem Arm richtig Heimatli zu. «Wenn ich's mir recht überlege», hat er sich selber gesagt, «da habe ich doch noch Vorteil von dem Tausch. Erstens gibt's einen feinen Braten und zweitens kann ich die schönen weißen Federn in mein Kopfkissen stopfen und dort drauf kann ich dann tief und fest schlafen.» Wo er durchs letzte Dorf gelaufen ist ein Scherenschleifer mit seinem Karren dort gestanden. Das Rad hat gesurrt und er hat gesungen: «Ich schleife Scheren an und drehe geschwind und hänge mein Mänteli nach dem Wind.» Der Hans ist stehen geblieben und hat ihn angeschaut und gesagt: «Dir geht's meine gut, weil du so lustig am Schleifen bist.»
Ja, hat der Schleifer geantwortet. Das Handwerk hat einen goldenen Boden. Ein rechter Schleifer findet, so manchmal wie er in die Tasche langt, auch ein bisschen Geld drin. Aber wo hast du denn deine schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft. Ich habe sie für einen Sou eingetauscht. Und Sou? Die habe ich für eine Kuh bekommen. Und die Kuh? Ja, die habe ich für ein Ross bekommen. Und das Ross, das habe ich für einen Klumpen Gold bekommen, der so gross war wie mein Kopf. Und das Gold, ja, das war mein Lohn für meine 7 Jahre Dienst. Du hast dir immer zu helfen gewusst. Wenn du nur noch so weit bringst, dass du das Geld in der Tasche hörst, wenn du aufstehst, dann hast du dein Glück gemacht. Wie kann ich das schaffen? Hat Hans gefragt. Du musst ein Schleifer werden wie ich. Für das brauchst du nichts anderes als einen Wettstein. Alles andere findet sich von allein. Da habe ich einen, der zwar nicht mehr ganz neu ist, aber dafür musst du mir auch nichts anderes als deine Gans geben. Was meinst du? Wie kannst du mich nur fragen, hat Hans geantwortet. So wird ich ja zum glücklichsten Mensch auf der Welt. Wenn ich Geld habe, wenn ich in die Tasche lange, ja, da brauche ich mir ja nie mehr Sorgen zu machen. Er hat am Scherenschleifer die Gans gegeben und hat den Wettstein in Empfang genommen. «Schau», hat der Schleifer gesagt und hat einen gewöhnlichen, schweren Stein aufgenommen. Da hast du noch einen wunderbaren Stein dazu. Auf dem kannst du gut deine alten Nägel gerade klopfen. Nimm ihn auch noch mit und pass gut auf ihn auf. Der Hans hat den Stein genommen und ist mit glücklichem Herzen weitergegangen. Seine Augen haben geleuchtet vor Freude. «Ich muss in einer Glückshaut geboren sein», hat er gerufen. «Alles, was ich mir wünsche, trifft mich wie ein Sonntagskind.» Weil er seit dem frühen Morgen auf der Beine war, ist er aber gleich müde geworden und er hat Hunger bekommen, weil er ja alles schon gegessen hatte, wo er die Kuh bekommen hatte. Er hätte nicht mehr weitergehen und wollte eine Pause machen. Die Steine haben ganz fest gedrückt und er hat gedacht, wie schön es jetzt wäre, wenn er sie nicht tragen müsste. Ein Schneck ist er zu einem Brunnen gekommen und wollte einen Schluck Wasser daraus trinken. Weil er aber während dem Sitzen seine Steine nicht kaputt machen wollte, hat er sie rausgenommen und das Säuferli an den Rand vom Brunnen gelegt. Er ist angesessen und hat sich zum Trinken ein bisschen über den Brunnen lehnen. Und da ist es passiert. Er ist ein bisschen an die Steine dran gekommen und beide Steine sind in den Brunnen runtergefallen. Der Hans ist aber vor Freude aufgesprungen und war glücklich gewesen, dass er seine schweren Steine nicht weitertragen musste. «So glücklich wie ich bin», hat er gerufen, «gibt es keinen Mensch auf dieser Welt.» Mit leichtem Herzen und frei von jeder Last ist er weitergelaufen, bis er daheim bei seiner Mutter war. Das ist das Märchen Hans im Glück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!